Hallo und herzlich willkommen zurück. Mega schön bist du da und verbringst Zeit mit uns. Schon gleich wieder Ferienzeit und auch wir haben uns überlegt, zum Wegfahren. Genau, aber wie es etwa dir so läuft, können wir uns nicht entscheiden, wo wir gehen wollen. Ich will unbedingt in der Schweiz bleiben. Ich habe auch so ein cooles Heftchen gefunden mit Schweizer Ferienort. Und ich habe Nathalie unbedingt erzählt, wo ich hingehen will und dass es so viele coole Orte gibt. Aber Nathalie will irgendwo anders hingehen, sie will ins Ausland gehen. Und wir können uns einfach nicht entscheiden, was wir machen sollen. Ja, und der Geschwinde und der Knüsli sind sich auch überlegt, ob sie in die Ferien gehen. Komm, wir schauen mal, vielleicht haben sie einen guten Tipp oder sind sie schon mal an einem coolen Ort, wo wir auch hingehen könnten? So, sind wir mal in dem schönen Italien. Ui. Gerade ein Foto müssen machen. Ach, so schön da. Weißt du, wisst ihr, mich als Professor, ich habe mal eine italienische Katze, sage ich euch. Die hat immer Miau auf Italienisch gemacht. Und seitdem habe ich das italienische Temperament in mir. Und all das bringt mich doch in meinem Herzen dazu, ein Lied zu singen da. So, oh, vielleicht kann man noch ein bisschen Geld verdienen damit. So, so zum Reis finanzieren, he? So, jetzt mal etwas Italienisches, he? Hey, du! Was du machen da? Ich singe ein Lied. Ja, aber Bibidi Babidi. Bibidi Babidi, no? No, Bibidi Babidi. Excuse? Deutsch? No? Es italiano? Sì. Pizza. No, no Bibidi Babidi, no. Mozzarella. Nein, du, schau, Knüsli, ich habe dich voll verarscht. Schau, hast du mich nicht erkannt? Nein. Ich habe mich nämlich extra italienisch angezogen. Was italienisch? Ja, wie die Mafia. Das ist so ein Strassenmantel. Was ist schon eine Mafia? Wir haben eigentlich abgemacht, dass du wirklich italienisch kommst. Los, geh dich umziehen. Ja, gut. Das ist doch kein Schauen da. So. Jetzt ist mir die Lust auf Singen auch fast vergangen. Ja. Jetzt fehlt mir die Inspiration zum Singen, aber ich habe noch etwas anderes vorbereitet. So. Da habe ich noch etwas Weiteres eben vorbereitet, und zwar Dönerpizza. Wir haben mit dem Dönerkompass findet man immer den guten Döner, und jetzt ist das so eine Verfeinerung zwischen Döner und Pizza. Italienische Pizza. Genau. Und um den Teig zu machen, rechnen wir den Radius mal den Radius rechnen, und dann wir mit so einer griechischen Zahl Pi, darum heisst es ja eben Pizza, wir das ausrechnen. Aber das muss euch ja nicht interessieren, den Teig machen ja dann ich. Und nachher, wenn wir da den Teig haben, den Teig hätten wir, dann geht es weiter. Dann kommt der italienische Käse drauf, der immer schimpfen tut. Wisst ihr welchen? Genau, der Mozzarella. Der tut immer motzen, der Mozzarella. Und dann ist ja wichtig, dass man noch Tomatensauce drauf tut. Dann haben wir das eigentlich auch abgedeckt. Hey, Knüsli, ja. Ist das so besser? Also geschwind. Ich habe gesagt, leg dich italienisch an, aber du musst es immer übertreiben. Ja, du hast gesagt Italienisch, ich habe gesagt, ich will nicht auffallen. Ja. Ich meine, das ist doch noch voll in das Kostüm, oder nicht? Aber ist es nicht mega unpraktisch, so ein grosses Schwert? Ja, wenn ich da so durch die Leute durchlaufe, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, da musst du wirklich. Aber hey, ich habe noch eine gute Idee. Weißt, wir haben ja gesagt, wir machen Dönerpizza, mit dem können sie es einmal so verschnipseln. Ja, eben. Und auf deinem Schild können sie es servieren. Ja, eben, ist doch perfekt. Hey, und da siehst du ja noch fast aus wie ein Kellner. Dann könnt ihr es gerade servieren. Genau. Hey, genau. Das machen wir. Super. Was für Pizza machen wir dann? Dönerpizza. Also, weißt, Döner ist so. Und Pizza ist so italienisch. Und jetzt habe ich Ihnen schon mal das Grundprinzip erklärt. Wir sind mit den Tomaten gewesen. Also dann hätten wir die Pizza Margarita, weißt du, die Pizza, wie du ist. Ja. Weißt du, Pizza Margarita ist wie du. Einfach so der Standard, der alles kann. He? Nein, der nichts drauf hat. Aber egal. Hey, ich denke, ich finde es einfach so super mit dem Speck drauf, oder? Ja, das klingt Speck immer gut. ist einfach immer gut, auch im Salat, auch im Rüeblikuchen. Und dann eben das Wichtigste, der Döner. Und ich habe mir überlegt, weißt,
so sicher Grundprinzip hat alles, aber wir tun noch ein bisschen Ananas drauf. Das habe ich da bis jetzt Nein. in Italien noch Nein, nie hey. gesehen. Nein, das kannst du nicht machen. Wieso nicht? Ananas auf Pizza. Aber weißt Wer von euch findet, man kann Ananas auf Pizza tun? Also ich finde, das geht gar nicht. Doch, das ist okay. Nein. Und ich habe im Fall gehört, in Italien ist es verboten. Das darfst du gar nicht. Was ist Ananas auf verboten? Pizza tun. Meinst du, darum schauen die Leute komisch? Ja, Oh. kann schon sein. Komm, Hey. sonst gehen wir schnell weg. Und dann kommt die Polizei auch noch. Hey. Also Nathalie, ich muss sagen, dass Italien sieht also schon noch schön aus. Vielleicht überdenke ich meine Entscheidung nur, dass ich nur in der Schweiz will bleiben. Ja, es wäre schön im Ausland. Es kommt mir noch eine Geschichte von jemandem in den Sinn, der ja auch ins Ausland gegangen ist, wo es noch nicht so einfach war zum Reisen. Diese Geschichte über die Frau, wenn wir jetzt in der Sommerferien miteinander mal ein bisschen näher anschauen. Hey, sind ihr dabei? Wir können jetzt zusammen einen Trailer schauen und dann geht es gerade los mit dem ersten Teil der spannenden Geschichte. Ja, also, jetzt sind ja die Ferien stehen vor uns. 5 Wochen mindestens haben wir Ferien. Hast du Ferien? Und die Ferien, die muss man natürlich planen. Das heisst, man muss überlegen, wie sehen die Ferien aus, was machen wir dort? Vielleicht ist das gerade mal ein erster Punkt. Was machen wir in Ferien? Schreibe ich das mal auf. Was machen in Ferien? Genau. Ja, wenn man an die Ferien denkt, wenn man plant, was gibt es sonst noch für Punkte? Überlege mal, an was muss man noch denken, auf was muss man schauen? Richtig, genau. Ein erster oder ein weiterer Punkt ist sicher mal überlegen, wohin gehen wir? An was für einen Ort? Sollen wir irgendwo ans Meer gehen oder in die Berge oder auf einen Campingplatz oder irgendwo her? Also das muss man überlegen, woher gehen wir in die Ferien? Dann eben, was machen wir denn dort in der Ferien? Dann, was muss man noch weiter überlegen? Ferien, was muss man noch planen? Ah, genau. Ein weiterer Punkt ist natürlich, ja, wie reisen wir dort her? Wie reisen? Also, gehen wir mit dem Auto, mit dem Zug, vielleicht sogar mit dem Flugzeug. Wie gehen wir dort her? Das müssen wir überlegen. Ein Billett kaufen. Ein nächster Punkt ist natürlich ja, das Packen. Das Packen kommt, oder? Ich muss mir überlegen, was nehme ich mit? Genug Kleider, Reservekleider. Auch da wieder überlegen, wo gehe ich her? Was brauche ich dort für Kleider? Badhosen sicher nicht vergessen. Also das Packen, einen Koffer, einen grossen Koffer mitnehmen, alles hier tut das. Das braucht viel Überlegung, braucht auch Zeit. Vielleicht beim Packen können wir auch noch überlegen, muss ich etwas zu essen mitnehmen? Essen, braucht es da etwas? Oder kaufen wir alles dort vor Ort dann? Essen überlegen. Wenn du ins Ausland gehst, je nachdem, wohin, Geld wechseln. Also man muss ein entsprechendes Geld haben von dem Land. Das ist auch noch ein Punkt. Was braucht man noch? Ich mache jetzt sicher mal einen Strich. Und vielleicht kommt dir das selber noch etwas in den Sinn. Ein paar Pünktchen da. Kannst du noch mal etwas anschreiben? Ja, aber was wir sehen, wenn wir in die Ferien, in die Ferien gehen, braucht das eine gute Planung. Vielleicht bist du gar nicht so in dieser Planung dabei, vielleicht machen es eher deine Eltern. Aber gleich muss man gut überlegen, all die Punkte, was mache ich, wo gehe ich hin und so weiter. Eine junge Frau, die hat auch in ein anderes Land wollen. Und zwar in ein Land, das sehr, sehr weit weg ist. Ich tue jetzt die Tafel mal da ein bisschen über. Ein Land, das sehr weit weg ist. Und
für das hat sie auch recht müssen planen. Sie hat nämlich auf China. Das ist wirklich sehr weit weg gewesen. Sie hat zwar nicht in der Schweiz gelebt, sie hat in England gelebt. Sie hat von England auf China. Aber der Punkt ist jetzt, die junge Frau, die hat nicht auf China in die Ferien, sondern sie hat etwas ganz anderes machen. Sie hat nämlich dorthin wollen, um den Menschen von Gott zu erzählen. Sie hat wirklich gewusst, Gott hat sie gerufen, Gott hat ihr gesagt, gang auf China, gang dorthin, gang zu diesen Leuten, zu diesen Menschen und bring ihnen die wunderbar gute Botschaft von mir. Und es gibt einen Vers in der Bibel, einen Satz, wo Jesus das nämlich genau sagt, dass wir das machen sollen. In Markus Kapitel 16, Vers 15, dort heißt es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen oder der ganzen Schöpfung. Also das sagt Jesus, geht hin in alle Welt, eben auf China, dort ist die Welt, oder in alle anderen Länder, geht dort her und erzählt das Evangelium. Die wunderbar gute Botschaft. All das, was Gott für uns Menschen gemacht hat, dass er uns retten will, dass er uns bei sich haben, uns ewiges Leben schenken. Das sollen all die ihn glauben, auch den anderen erzählen und Menschen einladen für das Leben mit Gott. Und die Frau, Gladys Aylward, ist ihr Name gewesen, die hat das wirklich gewusst, oder sie hat das gehört von Gott her. Sie hat wieder einen Ruf von ihm gehabt, auf das China zu gehen und dort diesen Menschen zu erzählen. Und sie ist dann für das so zu einer Organisation gegangen. Es ist schwierig, wenn man einfach alleine geht. Und darum ist sie zu einer Organisation gegangen und die haben das beraten, die haben miteinander geredet gehabt. Und sie haben sich gerade dort versammelt und haben sie so austauscht. Ja, meine Herren, meine Leute, ihr wisst, Gladys Aylward, unser nächster Fall, das ist die Frau, könnt ihr euch erinnern, wo eben plant, auf China zu gehen. Und wir haben sie ja dann da zu uns genommen, so eine Art für eine Probezeit. Da kann sie bei uns arbeiten, kann sie ein bisschen zeigen, was sie kann, ob sie fähig ist, auf China zu gehen. Und ja, wir müssen jetzt eben über sie beraten, wenn wir sie dorthin schicken oder eben nicht. Und ja, meine Leute, es sieht so aus, wenn man ihre Schulnoten, Zeugnisnoten und so anschaut, dann müssen wir sagen, gar nicht gut, gar nicht gut. Und sie ist einfach, und auch ihre Leistungen da bei uns, die sind, da kann man nicht zufrieden sein. Kann man nicht zufrieden sein. Und dann erst ihr Leben, ich meine, um so eine Aufgabe können machen, dann muss man selber an Jesus glauben, dann muss man Bescheid wissen. Und sie ist zwar früher als Kind in eine Sonntagsschule gegangen, aber sie ist da überhaupt nicht mehr. Sie hat nicht das Leben gehabt mit Jesus. Nein, ohne Gott hat sie gelebt. Und sie hat ein bisschen gemacht, was sie wollte. Und ja, da müssen wir sagen, das geht nicht. Und ja, tatsächlich, die Runde, die Organisation, die Leute, dort haben entschieden, dass Gladys nicht auf China gehen kann. So haben sie gerufen gehabt, Gladys, bitte kommen Sie daher. Und sie haben dann ihr mitgeteilt. Gladys, leider müssen wir ihnen sagen, wir können sie nicht auf das China schicken. Es geht leider nicht. Gladys das gehört hat, ist sie erstens mal einfach verschrocken. Sie ist sehr verschrocken. Was? Sie war sprachlos gewesen. Jetzt hat doch Gott mir gesagt, ich soll auf China und jetzt sagen die Leute, es geht nicht. Nein. Sie hat nicht mehr gewusst, was sagen. Als sie dann das Sitzungszimmer verlassen hat, der ist der Leiter von dieser Gruppe, ist ihr angelaufen und hat sie gefragt, Gladys, was wollen Sie jetzt machen? Was denken Sie? Was sind die nächsten Schritte? Gladys hat gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was machen. Aber was ich weiß, ist, dass Gott nicht will, dass ich weiter einfach so als Haushaltshilfe arbeite. Er will, dass ich etwas für ihn tun kann. Aber ich weiß nicht was. Der Mann hat ihr dann gesagt, wissen Sie was, ich habe Ihnen eine Idee. Und zwar aus Amerika sind 2 Missionarinnen zurückgekommen. Und die Missionarinnen, die sind recht alt und sie mögen nicht mehr und sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, der sie unterstützt. Gladys, als sie das gehört hat, hat sie nachdenken. Oh, das wäre vielleicht eine Idee.
schon ist wieder ein bisschen Hoffnung in ihr Leben gekommen. Das wär's doch. Ich gehe denen helfen, aber sie denkt nicht in erster Linie zum ihnen helfen, sondern damit die zwei Frauen ihr ganz viel können erzählen, ihr können Ratschläge geben, wie es so ist, das Leben als Missionarin. Das Leben in einem fremden Land, in einem anderen Ort. Auf was sie muss schauen, was für Schwierigkeiten das dort hat. Und darum hat Gladys gesagt, dort gehe ich her. So hat sie ihre Sachen gepackt, ist in den Zug gestiegen und von ihrem Wohnort in eine andere Stadt, auf Bristol, ist sie gereist. Ja, und der Ort dort bei diesen zwei Frauen war eine ganz gute Schule für sie. Sie hat wirklich von diesen zwei Damen sehr viel gelernt. Eben mit allen Schwierigkeiten können umgehen. Man muss ja nur schon eine andere Sprache lernen. Und wenn man denkt, wo will sie her? Auf China, Chinesisch lernen. Ja, das ist ja wahnsinnig schwierig. Und viele andere Schwierigkeiten wird es geben. Und so hat sie von diesen zwei Damen ganz, ganz viel können lernen. Auch wie kann man mit den Schwierigkeiten umgehen. Sie hat auch gehört, viel gehört von ihnen, wie Gott immer in allen Schwierigkeiten auch wieder geholfen hat. Wie es wichtig ist, einfach auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu hören. Aber eine Frage hat Gladys dann eben gleich immer wieder bewegt gehabt. Und zwar die Frage, warum hört Gott mein Gebet nicht in Bezug auf China? Warum gibt er nicht eine klare Antwort? Die beiden Frauen, die älteren Frauen, die haben das gemerkt, dass Gladys so unruhig ist und dass sie etwas bewegt. Und sie haben ihr dann einfach geraten, Gladys, bist einfach ganz geduldig. Wenn Gott etwas geplant hat, dann kommt er mit seinen Plänen zum Ziel. Ja, wir können uns Pläne machen, eben Ferienplanung, wir können uns Pläne machen, ich will auf China oder sonst irgendetwas, ich will für Gott etwas tun. Aber das Beste ist, auf Gottes Plan zu vertrauen. Gottes Pläne sind wirklich die besten. Und du kannst ganz beruhigt sein. Weil, wenn Gott etwas geplant hat, dann kommt er immer zum Ziel. Was Gott vorhat, das wird er machen. Was Gott auch in der Bibel versprochen und vorausgesagt hat, das wird eintreffen, das wird er so machen. Da können wir uns ganz darauf vertrauen. Und Gott hat ja nicht nur mit der Gladys etwas vor, sondern Gott hat mit allen Menschen etwas vor, besonders auch mit denen, die bereits an ihn glauben. Und darum möchte ich dich ermutigen, vertrau Gott und vertrau auf seine Pläne. Ja, aber eben die Geduld ist nicht unbedingt die Stärke von der Gladys. Und sie hat einfach gewusst, ich will etwas für Gott tun. Und dann hat sie gehört, dass in einer anderen Stadt, in Swansea, eine andere englische Stadt am Meer, hat ein Hilfswerk eine Frau gesucht. Und dann hat sie gedacht, das ist es. Ich gehe doch dort her. Vielleicht komme ich dort wieder ein Stückchen näher an meinem Plan, auf China zu gehen. Ja? Und so hat sie sich entschlossen, die beiden Damen zu verlassen und ihre Sachen zu packen und in die andere Stadt zu gehen. Das hat sie gemacht. Und dort in dieser Stadt, ja, ist es wirklich gebraucht worden. Nacht für Nacht ist sie dort am Hafen gewesen, am Meer, und hat Frauen geholfen gehabt, hat sie gestärkt, hat sie können versorgen. Frauen, die Hilfe, die gebraucht haben, die Not haben, und hat ihnen auch immer wieder von Jesus erzählen. Und schon bald ist sie eine ganz bekannte Person geworden dort, in dieser Stadt. Die kleine Gladys, hat man ihnen gesagt. Und sie ist körperlich auch eher eine kleinere Frau gewesen. Und sie ist dort wunderbar gebraucht worden. Und in dieser Zeit, wo sie mal daheim war, ist sie angesessen und hat angefangen, ihre Bibel zu blättern. Und wo sie da so durchblättert, da hat sie plötzlich gemerkt, oder ist ihr aufgefallen, dass sie eigentlich die Bibel noch gar nie so richtig durchgelesen hat. Dass sie irgendwie sich da noch viel zu wenig auskennt. Und sie hat dann fast ein bisschen selber schmunzeln, so für sich. Und dann dachte ich, ja, Gladys, du willst auf China gehen, du willst den Menschen von Jesus erzählen, von der Bibel, vom lebendigen Gott. Aber dabei selber hast du noch gar nicht so richtig drin gelesen. Und darum hat sie angefangen, in dieser Bibel zu lesen. Und sie ist auf Personen gestoßen, sie ist auf Geschichten gestoßen, die sie richtig fasziniert hat. Vom Abraham zum Beispiel, wo Gott ihm auch gesagt hat, Abraham, verlass alles, was du hast, und gang in ein anderes Land. Oder von Mose, der auf Ägypten ist, das Volk Israel zurückholen. Oder eine andere Geschichte von Nehemia hat sie gelesen, der auch aus der Gefangenschaft zurückgegangen ist auf Jerusalem, um dort die Stadtmauer aufbauen. Und so weiter. So hat sie ganz vieles gelesen und ist
richtig einfach ermutigt worden, ganz auf Gott zu hören und einfach ihm zu vertrauen. Und gleich hat sie gewusst, ich will mich ganz einsetzen, ich will da alles geben. Ich will mit allem, was ich kann, will ich mich für Gott einsetzen. Aber etwas ganz Wichtiges hat sie gelernt dort. Und zwar nicht, ich will das und das. Ich will jetzt auf China und mein Plan muss passieren. Nein, sondern sie hat gelernt, wie all die Personen in der Bibel, zum einfach sagen, Herr, da bin ich. Brauch du mich. Ich will machen, was du willst. Ich habe nichts, wo ich geben kann. Das Einzige, was ich kann, ist mich selber. Und ich will auf dich, Gott, vertrauen. Sie hat gemerkt, dass sie auch den Gott hat, vom Abraham, vom Mose, vom Nehemia und von allen anderen. Weil der Gott ist ja immer noch der gleiche. Und sie hat ihn und kann ganz ihm vertrauen, dass er es gut macht. Und sie war so überwältigt, dass sie eben einfach so zu Gott gekommen ist. Alles, was sie hatte, ist ihre Bibel gewesen. 2,5 Schilling hat sie ihnen gehabt, also ein bisschen Geld. Und sich selber. Und so ist sie zu ihm gegangen. Herr, da bin ich, brauch du mich. Ja, so ist Gladys wirklich viel näher gekommen zu ihrem Vorhaben, zu dem Plan, wo Gott für sie vorhat. Sie hat nicht nur auf sich selber geschaut. Und auch für dich gilt, in allem, was du vorhast, frag Gott, red mit ihm, ist das auch sein Plan, ist das auch sein Wille? Und du kannst wissen, der Plan, den Gott hat, das ist der wunderbarste Plan, das ist der beste Plan. Und gleich sagt Gott, sitz nicht einfach nur an und warte, bis Gott alles macht, sondern vertraue ihm, aber du gleich auch arbeiten. Und das hat Gladys gleich gewusst. Sie hat gesagt, wenn ich auf China gehe, ja, dann brauche ich Geld, dann brauche ich viel Geld. Nur schon die Reise wird sehr viel kosten. Und so hat sie gesagt, ich will also wieder arbeiten, um Geld zu verdienen. Und darauf hat sie entschlossen, ihre Arbeit dort in Swansea zu verlassen und zurück in die Hauptstadt auf London, wo sie wieder arbeiten und Geld verdienen kann. So hat sie das gemacht, ihre Sachen gepackt, ist mit dem Zug wieder auf London oder zurück auf London gereist und hat dort angefangen zu arbeiten. Wieder bei einer Familie oder bei einem reichen Ehepaar hat sie eine Arbeit gefunden und hat dort wieder als Haushaltshilfe angefangen zu arbeiten. Aber sie hat dort ganz, ganz Gutes erlebt. Angefangen nur schon mit einem, wo die Chefin zu ihr kam und hat gesagt, Gladys, die Reise, wo du gekommen bist bis auf London, wie viel hat die gekostet? Gladys hat es gesagt. Und darauf sagt ihre Chefin, weisst du was? Ich zahle dir die Reise. Es waren etwa 3 Schilling. Ich zahle dir die Reise, einfach die Spesen, die du hast dort. Und so kannst du auch gerade ein bisschen mehr, oder hast gerade ein bisschen mehr, um nämlich können auf das China zu gehen. Weil die Chefin hat nämlich gehört von der Gladys ihren Plänen. Und Gladys war richtig überwältigt. Was? Und jetzt komme ich das einfach über. Und vorher hat sie 2,5 gehabt, also ist es gerade verdoppelt worden. Wow, sie hat noch sagen, Gott, du bist so gross, du hilfst mir. Und so ist sie richtig ermutigt worden. Ja, das macht Gott. Er ermutigt immer wieder und er bestätigt Schritt für Schritt den Plan oder das, was er vorhat. Und sie hat wirklich einfach gesagt, da bin ich mit dir, Gott, möchte ich weitergehen. Und ob sie es wirklich geschafft hat, ob sie das Geld zusammengebracht hat oder wie es weitergeht, das möchten wir am nächsten Sonntag hören, was sie dann weiter erlebt hat. Aber wir möchten gleich jetzt auch noch beten zum Schluss und einfach Gott bitten, immer wieder neu, dass wir auch wir auf ihn vertrauen. Ja, danke Herr, dass du gute Pläne hast, dass du wunderbare Pläne hast und dass du da bist, dass du alles gut gedacht hast und hilf uns, dass wir ganz auf dich hören können, auf dich schauen können und dich in allem immer wieder fragen können, was du möchtest und nachher auch dir vertrauen. Wir danken dir, Herr. Amen. Ja, und wir möchten auch jetzt wieder ein Lied singen. Und es ist ein Lied, das wir bis jetzt noch nie gehabt haben. Das Lied heisst, auf Jesus möchte ich schauen. Ja, genau das, eben wie es Gladys gemacht hat. Auf Jesus schauen und sein Wille auch tun. Oh,
Gottes Pläne sind gut. Und ist es nicht schön, dass wir das wissen in deinem und meinem Leben? Ja, auch heute haben wir wieder ein Quiz vorbereitet, das passend zu der Geschichte ist. Und Noemi, willst du gerade die erste Frage machen? Hey, voll, sind wir bereit daheim? Also, Frage 1. Was für einen Beruf hat Gladys in England gehabt? Antwort A, Putzfrau. Antwort B, Hausmädchen. Oder Antwort C, Kindergärtnerin. Genau. Kommen wir schon zu der zweiten Frage. Die heisst, wo haben die 2 alten Damen gelebt, bei denen Gladys im Haushalt geholfen hat? Antwort A, Bristol. Antwort B, London. Oder Antwort C, Bath. Und die dritte und letzte Frage ist, wohin hat Gladys nicht gehen? Antwort A, Korea. Antwort B, China. Oder Antwort C, Ägypten. Genau. Und wie immer könnt ihr die Fragen beantworten und dann zu uns schicken. Und das Mal gibt es einen besonderen Überraschungspreis. Wir verraten noch nicht, was das ist. Das ist dann die Überraschung für die Gewinnerin oder für die Gewinnerin von dieser Woche. Darum macht mit und schickt uns die Antworten. Genau, und wie wir das vorher schon erwähnt haben, wenn wir jetzt die Geschichte von der Gladys noch bis Ende Sommerferien miteinander hören und weitergehen in ihrer Geschichte. Und darum freuen wir uns ganz besonders, dass wir noch ein paar Wochen mehr mit euch verbringen dürfen. Für heute ist aber fertig an dieser Stelle. Wir wünschen dir ganz einen schönen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss.